überbackenes Gemüse oder etwa ein Cordon Bleu. Boah, Digga. Bestes Video, das wir jemals geschaut haben im Stream, ich sag ehrlich. Jetzt zum Raclette-Profi werden. Manfred zeigt How to Raclette. Oh, wir essen heute Abend Raclette bei uns zu Hause und ich habe sehr, sehr Bock. Und Chat, ihr müsst jetzt wissen, wie man richtiges Raclette macht. Denn Raclette, Chat, sehr, sehr wichtig. Da kommt kein Speck drauf, keine Birnen. Es ist einfach nur Käse, Gewürz und Kartoffeln. Nichts anderes. Salü. Ist es hier nicht wunderschön idyllisch? Sie Und ich esse jetzt noch meinen Flammkuchen. sind in der traditionellen Raclette-Welt. Da fühle ich mich zu Hause, Chat. Das ist es. Wollen Sie Ihre Freunde daheim schwer beeindrucken? Dann machen wir Sie jetzt zum Raclette-Profi. Chat, genau so einen Ofen haben wir zu Hause. Glaubt mir, abgestrichenes Raclette 10-mal besser als Raclette aus dem Öfeli, sagt man in der Schweiz. Weil der Käse, der brät oben dann so ein bisschen an und wird so ein bisschen braun und das... Perfekt. Und zeigen Ihnen How to Raclette. Wo ist es? Das ist wahrscheinlich im Wallis, oder? Das ist Manfred. Nicht irgendein Manfred. Unser Manfred ist erfahrener Raclette-Streicher und macht Sie zum Streichprofi. Ja. Beginnen wir mit dem Herzstück eines guten Oh, geil. Banger. Raclettes, dem Käse. Er kommt von Kühen, die auf frischen Am besten aus dem Wallis. In der Schweiz, Käse aus dem Wallis, würziger Bergkäse. Oh, Digga. Da komme ich. Ich schwör, besser als ein Orgasmus. Alpenwiesen mit viel Liebe verwöhnt werden. Schafskäse, Ziegenkäse darf man auch mal probieren. Aber bitte Hände weg von Parmesan oder Gorgonzola. Wer macht mit Parmesan Raclette? Das ist ja wie, wenn man Milos YouTube-Videos schaut. Scheiße. Echter Raclette-Käse reift mindestens 3 Monate in einem urigen Keller. Er ist so gut wie laktosefrei und wird aus roh- oder pasteurisierter Milch gemacht. Geil, Manfred. Das Wichtigste, er muss gut schmelzen. Fragen Sie den Käser Ihres Vertrauens. Spüren Sie die Käsehälfte. Bauen Sie Spüren Sie die Käsehälfte. Und auch den Käse immer am besten, bevor man das Raclette isst, in der Nacht unter das Bett legen. Dann ist es noch besser. eine Bindung zu ihr auf. Nee. Kein Speck im Raclette-Chat. Kein Speck im Raclette. Nur Käse, Gewürz und Kartoffeln. Der blanke Wahnsinn. Mit Ihrem TTM-Raclette-Ofen sind Sie König unter den Raclette-Streichern. Ich bin Digga, das ist ein Werbevideo für diesen Raclette-Ofen. Aber ich glaube, wir haben sogar den. Deshalb keine Werbung, aber Kuss an Abstreichöfen. Aber es gibt natürlich noch andere Abstreichöfen. neidisch. Das ist echte Schweizer Qualitätshandarbeit. Aber fertig jetzt mit dem Schwärmen. Sie wollen schließlich Ihre Gäste gleich mit einem perfekten Raclette beeindrucken. Der Schnauzer ist wichtig. Habe ich. Heizen Sie den Ofen 5 Minuten vor und legen Sie Ihr Messer bereit. Oh, das Messer. Immer mit der hinteren Seite abstreichen. Nicht mit der Spitzen. Jetzt kümmern wir uns noch um Sie. Nur ein sauberer Racleur ist ein guter Racleur. Tragen Racleur. Sagt man das? Chat, ist jemand von euch Racleur? Ich bin YouTuber. Sie deshalb lieber eine Schürze. Außerdem brauchen wir Küchenpapier, ein Geschirrhandtuch, ein feuchtes Tuch Schauen wir uns gerade ein Video an, wie man Raclette richtig macht. Das ist es. und einen Abfalleimer. Nun geht's zur Sache. Ein Abfalleimer für die Videos von Maelo. Manfred macht Sie zum Raclette-Profi, aber eins nach dem anderen. Spannen Sie den Raclette-Käse in den Käsehalter und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Je näher der Käse am Heizkörper, desto mehr schmilzt der Käse. Optimal sind 2 bis 4 Zentimeter Abstand zwischen Käse Digga, das ist eine Wissenschaft. und Heizkörper. Beachten Sie, dass ein Gasofen mehr Hitze entwickelt als ein Elektroofen. Ist es nicht schön, wie der Käse zu brutzeln beginnt? Boah, Chat. Guckt euch das an, wie es braun wird. Das ist es. Genießen Sie diesen Moment, aber behalten Sie ein Auge auf Placement mit denen, das sehe ich dich. Digga, ich sehe mich auch. TT Raclette-Öfen. Schick mir mal einen Raclette-Ofen zu. Ich hab Bock. Und dann im Stream. Wir machen den Raclette-Stream, indem wir mit Mael und so Raclette essen. Mit einem abgestrichenen Raclette-Ofen. Was ich schon immer machen wollte, Chat, ein Raclette-Wettessen. Das heißt, jeder bekommt immer eine halbe Kartoffel, die gleich groß ist, ein Stück Käse, ein Glas Wasser. Und dann gibt's immer eine neue Runde. Und wer am längsten durchhält, der hat gewonnen. Ich würde sagen so 14 Raclette kann man schaffen. auf Ihrem Raclette-Käse. Denn Sie entscheiden, wie das Raclette werden soll.
leicht und cremig geschmolzen oder stark gegrillt mit Röstaromen. Stark gegrillt mit Röstaromen. Sie haben es in der Hand. Regulieren Sie einfach den Abstand zwischen Käse und Heizkörper, ganz nach Belieben. Sehen Sie die schöne Schmelzschicht auf dem Käse? Dann kommt der große Moment. Wow. Sie werden Ihr erstes Raclette streichen. Postchamp, Chat, Postchamp. Führen Sie den Käsehalter am Gummigriff über den bereitgestellten Teller. Kippen Sie den Käsehalter. Das ist so richtig episch. Gefühlvoll Wow. und in einem Zug streichen Sie mit der stumpfen Seite des Messers den geschmolzenen 6. Einfach nur 6. Käse. Bravo, gut gemacht. Sie haben soeben Ihr erstes Raclette gestrichen. In der Hohen Schule des Raclette-Streichens nimmt man den Käse zum Streichen aber in die Hand. Wollen wir es zusammen versuchen? Ja? Ich bewundere Ihren Mut. Wollen wir es zusammen versuchen? Also, stellen Sie einen Teller bereit. Ziehen Sie den Käsehalter zu sich. Dann nehmen Sie den Käse aus der Halterung. Ja, das ist Müll. Besser, einfach so kippen ist besser, glaub mir. Vorsichtig nehmen Sie ihn in den Arm. Zärtlich, wie ein Baby. Streichen Sie jetzt in einem Zug mit Ey, Digga, dieser Käse hat mehr Gefühle als ich sag's euch, wie es ist. der stumpfen Messerkante das Raclette auf den Teller. Auch hier gilt, nicht zu viel Druck. Sie müssen das Raclette fühlen. Digga, what the fuck? Es geht um Raclette. Aber es ist eine Wissenschaft und es ist wichtig, dass man es richtig macht. Das hat sich gereimt. Denn ich bin der immer lacht. Gratulation. Sie sind ein wahrer Meister. Gratulation. Und jetzt kommt das Beste. Nach ein paar gestrichenen Raclettes entsteht am Rand des Käses eine Kruste. Oh, Digga. Diese Kruste, Chat, das ist das Beste am abgestrichenen Raclette. Digga, glaub mir, wenn ihr einmal abgestrichenes Raclette gegessen habt, ihr werdet nie wieder Raclette vom Tischofen essen wollen. Wir sprechen vom Religiös oder vom Schnitz. Schneiden Sie mit Vom Schnitz? Vom Schnauz. der scharfen Seite des Raclette-Messers die Kruste vorsichtig ab. Aber nicht zu viel. Heute Abend mache ich das. Legen Sie die Kruste auf das gestrichene Raclette. Voilà. Sie dürfen sich auf die Schulter klopfen. Gut gemacht. Was war das gerade? Das feine Raclette wird nun auch Sie zum Schmelzen bringen. Und was gibt's dazu? Von Hand gegrabene Kartoffeln, gewaschen, gesotten und ungeschält. So geht der Geschmack der Kartoffel nicht verloren. Dazu passen Cornichon und kleine Silberzwiebeln. Oh, Silberzwiebeln, Gold. Silberzwiebeln zum Raclette, Gold, Digga. In der Wahl der Beilagen dürfen Sie aber auch Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Kein Brot und nee, nicht Fleisch. Ich finde, zu Raclette gehört kein Fleisch, aber schreibt ihr mal, Chat. Würdet ihr Fleisch zum Raclette empfehlen? Ich sag nicht. Zum Trinken empfiehlt Manfred für die Großen ein Ananas geht noch, aber Fleisch, ne. Gläschen Fondant. Es darf auch ein bisschen mehr sein. Die Kleinen haben vielleicht lieber eine kühle Limonade. Oder wie wäre es mit einem Schwarztee? Schwarztee. Raclette lässt sich mit fast jeder Erfrischung genießen. Zum Wohl. Schneiden Sie sich ein Stück vom Käse ab. Zum Beispiel für ein Käsesandwich, eine schmackhafte Käseschnitte, Oh, Käseschnitten. Digga, das Video. Ich bin gerade am Essen, aber ich habe so Appetit. überbackenes Gemüse oder etwa ein Cordon Bleu. Oh, Digga. Bestes Video, das wir jemals geschaut haben im Stream, ich sage ehrlich. Bei Manfred wird nichts weggeworfen. Seien Sie ein Manfred. Chat, sei ein Manfred. Manfred, bester Raclette-Streicher Dachregion. TTM, wenn jemand von euch dieses Video sieht, ich nehme sehr gerne einen Raclette-Ofen und bitte Manfred dazu.